Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Und ja, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt bei Caroline, nicht alle Probleme lassen sich mit Diamante lösen. 16.000, genau, das ist natürlich geil, die Einnahme. Ja, nicht alle Probleme lassen sich hier und alle Geburtstage lassen sich mit Diamante lösen. Die Sache ist, dass Caroline total auf Fischtaco und auf Sommerschmuck steht. Musste ich jetzt einfach nochmal nachgucken. Man will ja dann doch auch immer das Beste für die Leute. So. Okay. Oh, 2 Sonnenblumensaat. Sehr schön. Können wir direkt wieder in die bunkern. Weil ich befürchte, die meisten von den Blumen sind wahrscheinlich nicht so ergiebig. Also, reite mit. Das ist auch die einzige, die wir da noch in petto haben. Wahrscheinlich ist morgen wieder perfektes Wetter. Natürlich. Wahrsager sagt, neutrale Geister, Königin der Soßen sagt, Mohnmuffin, geil. Ja, ich mach mal beim Eisfische mit. So, Junior, dir geht's gut. Du spielst mit Bauklötze. Ich hoffe, dass es Bauklötze sind. Und ja, einen Kuss kriege ich auch noch, bevor sie wieder mal Obsidian-Vase so begeistert anstarrt. Allerhaupt 4 Käse sind auch wieder gut. Kommt direkt auf die 4 Käse-Pizza drauf. Boah, da hätte ich also auch richtig Bock drauf. So, Shenny selber gemacht, die 4 Käse-Pizza. Ach, geil. So, der Bäuermeister Louis, der lädt mich mal wieder Eifers Eis fest. Alles klar, da kann der Diamant rein, die Sonnenblumen kann rein, der Käse kann rein. Wo habe ich denn das Sommerschmuck gebunkert? Da haben wir doch. Da, so einer, der passt auch perfekt für sie. So, zusätzlich können wir auch noch ein bisschen Preiselbeer rausnehmen. Hoppla, brauchen nur 3. Dann kommt nämlich gleich die nächste Fuhrerei. So, Gelee kommt fort. Und mal wieder die Köder. Hat sich zumindest immer gelohnt. Zack. Müll kommt rein. Machen wir was Schönes draus. Kohle hier. Strandschnecke hier. Leverwurst da. Streichler für dich. Und sind meine Tiere wieder produktiv? Nee, du sollst rohes Ei petzer. Du bist nicht der Rocky. Enterei ist das mal wieder dabei. So, so. Rennen wir nicht allzu stolz mit dem Ei hier durch die Gegend. Ich weiß, es klingt immer so falsch, wenn ich sowas sage. Man kann auch echt immer alle Sachen in den Dreck ziehen und eklig sehen. Das ist ein harmloses Spiel, das ist ein Liebesspiel. Nichts, was ich hier sage, ist ekelhaft gemeint. So. Na komm schon. Ach ja, wenn Resident Evil Remake vorbei ist, dann spiele ich ja, worauf ich mich schon tierisch freue, um ehrlich zu sein. Ups. Spiele ich ja Monkey Island. Das wird auch richtig geil. Die ganze Reihe, also was siehst du, die ganze Reihe, zumindest das, was ich als die Reihe erachte. Und zwar Monkey Island 1 bis 3. Da freue ich mich bombastisch drauf, ihr liebe Leute. Anders kann ich es gar nicht sagen. Monkey Island ist was Tolles. So, das passt mal wieder haargenau mit unserer 6 Käsepresse, die wir da aufgestellt haben in Reihe und Glied. Perfekt. Lachsbeere und eine Gewürzbeere ist noch gut. Sehr schön. Dann könnten wir zu Caroline gehen, wenn wir hier durch sind. Und wir könnten dann noch ein bisschen im geheimen Wald Hartholz schlagen. Bin ich zumindest sehr stark dafür. Ja, haben wir noch genug Inventarslots frei. Weil dann können wir auf jeden Fall auch noch mal ein paar Reifefässer machen, wie ich eigentlich schon angekündigt habe, was ich noch machen wollte. Ja, dass das ganze Zeug mal wieder vergessen wird. Und auf der ewige Yankee To-Do-List steht. Muss nicht sein. So, unser Süßkartoffeln müssten auch relativ bald gut sein. Sehr schön. Ach ja. Und ich denke, sobald unser Gastarbeiter hier auch mit Ei springen und dann die, ich mach's mal, glaube ich, folgendermaßen. Wenn die Gastarbeiter da sind, lasse ich erstmal denn ihr Werkzeug aufpumpen. Da können sie erstmal Kupferbarre und Eisen und Goldbarre holen, so viel sie wollen und brauchen.
Und noch, wenn die ihr Werkzeug soweit gut hin und dass immer einer wenigstens die Bewässerung machen kann, die Dichter muss sagen, dass es soweit ist, dass ich mir dann auch mal Iridium Zeug gönnen kann und dann mal Iridium-Werkzeug herstellen kann. So, 6 Preiselbeere brauchen wir noch. Die füllen nämlich gerade wieder dort drüber auf. Dann geht's zu Caroline und dann geht's in den Wald. So, das dort hier, genau, super Sach. Dann zu Caroline und dann zu Clint und dann in die Wälder. So, Caro, wo bist? Deine Frau so ich kennt. Das ist sie doch, oder? Ist sie das? Nee, das ist Jodie. Quatsch. Quatsch. Caroline ist natürlich hier. Caroline ist doch die Mutter von Abigail. Ist doch meine Schwiegermutter. Kann ich sowas vergessen? Ich schuft. Steckt sie zufällig hier? Jawohl. Hier, das ist für dich. Ja, natürlich ist das Land von mir 9 von 10. Das heißt, meine Schwiegermutter, die mag mich und der vorherige Besitzer hat hier den Altar gebaut, mit Sarafahrer und die zwei scheinen wohl auch gläubig zu sein. Gut, dann gehen die halt sonntags auch in die Kirche, warum auch nicht. Okay, du hast ja zufällig noch ein paar Sonnenblumensaat. Ne. Hätte mich jetzt auch stark gewundert. Auf der anderen Seite, weißt du was? Apfel haben wir uns gekauft. Orange könnte man noch gebrauchen. Dann packen wir dann nämlich auch gleich in unser Gewächshaus noch mit rein. Da unten in der Terrakotta-Bode, wo man anscheinend auch merkwürdigerweise pflanzen kann. So, nochmal kurz mit gutem Stadtwasser auffüllen. Dann Clint, altes Scheißhaus. Mach mal die Geode auf. Jawohl, er ist da. Knack doch mal die Geode, sei so gut, buh. Oh, das sehe ich gern. Ein Iridiumerz und noch irgendwas anderes Lustiges, und zwar Geminit. Geminit, haben wir aber auch schon gegeben. Okay, haben wir Iridium eigentlich schon? Ja. Okay, was sagt das eigentlich? Ein exotisches Erz mit vielen merkwürdigen Eigenschaften kann zu Barren geschmolzen werden. Ja, merkwürdige Eigenschaften hört man natürlich immer sehr gern. Dann ab in die Wälder und zum Reisewagen. Aber, ne, da kommen wir natürlich wieder nett durch. Oh, Mann, Gaul, was kannst du eigentlich? So, dann könnte man noch mal einen kurzen Abstecher zum Globus aus der Kanalisation machen. Deswegen heißt der Krobus mit K, ne? Der Kanalisationsglobus. Was auch stand für uns? Ja. Wieder nur Käse. Zeichen des Gefäßes, ja. Das Zepter der Rückkehr, auf das könnte man schon so ein bisschen sparen, finde ich. Weil immer wieder zurück zum Hof teleportiere, ist halt schon eine ziemlich geile Eigenschaft. Aber eventuell hat ja auch der Reisewagen wieder was Gutes für uns parat. Dumm. Weil Moje ist das Ganze hier wieder fürs Fest des Eises gesperrt. Huch, eine Knochenflöte. Ah, das haben wir auch schon gegeben. Okay. Schade. Habe ich nämlich so auf dem Schirm gehabt. Okay, die hockt jetzt hier so alle und springt hier Seil. Warum auch nicht? Was hast du dann für uns? Ach du liebe Zeit. Nur Quatsch. Nur Quatsch im Reisewagen. Na gut. Dann gehen wir in die Wälder und schlagen uns noch ein bisschen Holz. So eine äußerst mystische Musik. Dann hacken wir nochmal auf. Anscheinend haben wir auch alle Bücher gefunden, wie es aussieht, weil ich finde in solche Artefaktplätze einfach auf Teufel komm raus keine Bücher mehr. So, Quatsch, da hier. Als her damit. Dann können wir zumindest mal wieder 12 neue Reifefässer machen. Wo ich sehr stark dafür bin, dass wir die machen. Autsch. Da hat sich anscheinend so ein Glitchy noch versteckt. Na dann. So, Schwert raus. Jawohl, habe ich dich. Lava-Katana müsste durch solche Frostblobs so eigentlich echt wie durch Hazy Butter durchgehen. Ah, da hat sich noch ein kleiner Krokus vor uns versteckt.
Aber wisst ihr was? Wenn wir jetzt schon mal hier sind, ich möchte mal in die Rezepte reingucken, was diese Zaubergebäude uns alles kosten. So. Dann schauen wir da mal. Dumm, die dumm, die dumm. Okay, die haben wir ja schon erfolglos gebaut. Goldene Uhr verhindert das Auftauchen von Unkraut, kleinen Steinen und Holzscheiten auf deinem Hof. Hinter Zäune daran zu verfallen. Ja, das ist natürlich der positive Aspekt. Das ist allerdings der blöde Aspekt. Kostet uns 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kostet uns erstmal 10 Millionen. Ja, das hat man ja einfach mal, ne? Oh, leck. Da brauchen wir 5 Iridiumbarre und 1 Million jeweils. Ach du liebs, Herr Gettel. Okay, also die kosten uns jede Menge, die Dinger. Nee, das sehe ich nicht so ganz ein, jede Menge dafür zu bezahlen. Um mal ganz ehrlich zu sein, sehe ich es nicht, so viel Kohle zu bezahlen. Und noch habe ich es auch nicht so weit, dass ich hier jede Menge Kruscht hier machen könnte. Jede Menge Geld verdienen könnt, so rum. Ich möchte mal gucken, wie viel so Kristallarium kostet. Iridiumbarre, das ist halt blöd. Ich möchte keine Iridiumbarre extra dafür verschwenden, um ehrlich zu sein. Höchstens, wenn es mit prismatischer Schärpe gehen würde, aber offenbar funktioniert es wohl damit leider nicht. Moment, nochmal hier Aufschlager und mal wieder Lehm. Alle hopp. Dann gehen wir nochmal runter. Ah ja, unser Käse sind auch wieder gut und unser Mayo ist auch. Da haben wir noch genug Platz, um Holz nochmal zu fassen. Ich muss gerade nämlich nochmal gucken. Wo sind sie dann, die Fässer? Sind die ganz unten? Jo. Holz und Hartholz. Okay. Unser Holz holen wir uns. Verkaufen oder erstmal verstauen. Was wir verstauen können, können wir halt fortpacken. Was wir verkaufen können, ist halt wieder so ein Kruscht. In den Keller müssen wir sowieso. So, das sieht ja soweit ganz ordentlich und aufgeräumt aus. Ja, das kann auch noch weg. Wo habe ich da mal Iridiumerz geparkt? Iridiumerz. Okay. Sind wir bei 3 wieder. In den Keller müssen wir sowieso, aber ich möchte mal vorher ganz flott hier vorbeigucken, weil einen Orangebaum haben wir halt auch noch nicht. Deswegen kommt der gleich mal hier. Perfekt. So. Dann geht's runter. Und Quatsch, das brauchen wir gar nicht eigentlich. Wir schmeißen erstmal die Käsesorte wieder rein. Und dann machen wir nochmal ein paar reife Fässer. Dann muss ich nicht jedes Mal bange, dass mein Platz nicht mehr reicht. Sondern habe mein Kruscht immer parat. So, hier nochmal Käse. Zäumen wir mal eine Gaul von hinten auf. Und dann fangen wir mal an, mit ein paar von den Dinger herzustellen. 1, 2. Ja, machen wir gleich mal die ganze Palette voll, oder? So. Ich denke, 12 sind schon in Ordnung soweit. Und noch einer. Perfekt. So, dann Reifefass. Gucken wir da mal, da können wir eins hinstellen, aber da nicht mehr. Das ist dann eins, was extra steht. Aber wir wollen ja auch den Platz eigentlich nicht verschwenden, wobei, komm, ist eigentlich Quatsch. Das ist eine Platzverschwendung, weil so können wir nämlich hier mehrere hinstellen. So, und immer 2 nebeneinander gehen, ne? Deswegen haben wir dann, ja, so ist halt blöd. Aber so geht's halt. Alle hopp. Dann machen wir die doch folgendermaßen. Da können wir auf jeden Fall auch noch eine Reihe zusätzlich machen. Machen wir nämlich zuerst die Reihe so. Nochmal einer dazu. Dann Dento, genau. Stellen wir da hier. Und eigentlich brauchen wir hier nur einer. Aber das macht nichts. Das macht nichts. Da können wir theoretisch dann auch nochmal einer dazu packen. Dann haben wir hier auf Maximum eigentlich erhöht. Und dann hätte ich da mal Sache zum A-Deute einfach. Nee, das ist etwas unsauber. Machen wir es doch einfach so.
Genau. Dann können du vielleicht noch was hier. Schauen wir mal. Okay. Reifefässer sind auf jeden Fall wieder genug vorhanden. Ansonsten möchte ich noch mal gucken, was wir sonst noch alles so Schönes bauen können. Ja, haben wir eigentlich schon alles gebaut? Schleimbrutkasten. Möchte ich eigentlich nicht haben. Schleimeierpresser. Wunder der Wissenschaft. Schleimei, so ein Quatsch. Das ist eigentlich auch alles Käse hier nochmal. Unheimliche Statue. Skelettfeuerschale. Das ist schon ganz cool eigentlich. Sind das Fallen? Ah, das sind die Fischköder. Alles klar. Ansonsten... Ja, nichts Besonderes eigentlich. Würde ich jetzt nichts Besonderes bauen wollen, um ehrlich zu sein. Verstauen wir wieder das Holz, wo es hingehört. Die Stäbe halten wir einfach nochmal. Und wir machen nochmal einen kleinen Check über die Zäune. Ob du soweit noch alles steht. Aha. Da haben wir schon wieder Zaunelement verpasst. Verdummbeitelt. Und wie sieht es dann hier aus? Na, komm schon. Hier steht noch alles. Oh, sieht auch schön aus im Winter, die Junimo-Hütte. Da ist auch soweit alles noch intakt. Und da können wir jetzt auch wieder so große Fuhrer uns wieder abholen. So. Und passt perfekt. Sehr schön. Dann können wir das Zeug eigentlich auch wieder einladen. Und ich jetzt sage, damit ist der Dach dann auch erledigt wieder. Also ab mit unserem Kram in die Truhe. Zack, zack und zack. Und ab ins Bettchen. So, perfekt. Also, nix wie ab. Lichter aus. Und was kriegen wir halt Schönes? Ja, stabil. Sind wir bei 9.963. Also für Wintereinnahme finde ich das schon ziemlich ordentlich. Ach ja. Einer war auch die Blaubeere wahrscheinlich wieder viel dazu beigetragen. Ups, einmal falsch gegossen. Gut. Hoffen wir doch mal, dass das hier alles mitspielt, wie ich mir das denke. Sonst müssen wir nämlich auf viele so eine Blume verzichten. Ah, das sieht doch gut aus. Desmal ist die Sonnenblume-Ernte ganz offensichtlich sehr gut gelungen. Perfekt. Das heißt, wir können uns dann noch immer weiter schön Sonnenblume ziehen. Perfekt. Kommt hier natürlich wieder rein. Und der Kaffee ist mal wieder gut. Kennen wir auch das Spiel. Same procedures every 2 days. Reite mit. Und ja, reite mit. So, was hat dann der Wetterbericht? Morgen geht's wieder Schnee. Das ist aber erst übermorgen bei der Episode wieder wichtig. Ja, okay. Wenn sie genug Platz haben, dann können sie sich fortpflanzen, die Tiere. Die geht wieder in die Stadt. Kann sie machen. Ja, der Adam versucht in den Kamin reinzukrabbeln. Warum auch nicht? Und wie war das bei The Simpsons? Ebenezer Burns, etwa dieser böse Industriemagnat, der aus Babys Kohle macht? Versucht unser Junior anscheinend, sich selber zu Kohle zu machen. So, da. Ja, da können wir theoretisch eigentlich auch noch Fässer aufstellen. An sich halte ich das sogar für eine relativ kluge Idee. Sieht logistisch auch irgendwie besser aus. Das machen wir jetzt gerade mal so. Okay. Machen wir das doch mal so. Weil aus rein logistischer Sicht halte ich das für sinnvoller. 4 Fässer. Und dann passt du theoretisch ja auch noch eins rein. Ja, man muss sich hier Raum schaffen, wo man nur kann, finde ich. Sehr schön. Das sieht sogar noch besser aus jetzt. Optimal genutzt. Jeden Zentimeter nutzen wir hier. Gut, dann haben wir noch Gemüseeintopfrezept von Caroline gekriegt. Und von Robin noch 50 normales Holz. Perfekt. Das können wir gleich wieder da reinmachen. So, so und so.
Die Kohle kommt hier rein. Und dann schauen wir mal. Wieder 2 Sachen zum Verkaufen. Optimal. Weg damit. Gut. Was macht Yoshi? Leverwurst natürlich. Der geht's gut. Perfekt. Dann hier nochmal rein. Ach Gott, ja. Dann geht's alle wunderbar, deine Tiere. So. Perfekt. Ja. Dich habe ich noch vergessen. Dann wieder zu der anderen Tiererei. Umgucken, was die so machen. Ach Gott, ihr wart's mich nach am Arsch gejuckt. Es geht keine Aufnahme vorbei, ohne dass es mich irgendwo juckt. So. Dann zu euch wieder. Die Junior-Ziege gibt halt auch wieder ordentlich Milch. Ja, festes Eis, es hat angefangen. Wir gehen relativ bald hier. Aber erst einmal muss unser Zeug gemacht sein. Moment. So. Ich kann ja nicht einfach fortgehen vom Pelzerhof, ohne dass alles erledigt ist. Der Ackermann ist halt so Arbeitstier. Der braucht es. Der braucht es definitiv. So, da la. Entenei. Ente-Mayonnaise, das mich ja einmal wirklich interessiere, wie das schmeckt. Ohne Witz jetzt. Ich sehe das hier ständig und es reizt mich einfach mal rauszufinden, wie Ente-Mayonnaise schmeckt. Jetzt habe ich leider die Ziegemilch an einem anderen Platz. Na, macht nix. Aber Ziegekäse finde ich ja und Schafskäse finde ich ja schon unglaublich lecker. Aber es tät mich einmal wirklich reize, wie Ente-Mayonnaise schmeckt. Falls es irgendeiner von euch mal probiert hat, gebt mir mal Bescheid, wie das schmeckt, wo man das kaufen kann und ob sich das auch lohnt. Das tät mich mal wirklich sehr interessieren und ob sich das auch sehr stark von normaler Mayonnaise unterscheidet. Weil ich mache hier hin und wieder mal ganz gern auch Dips selber. Und so auch Mayonnaise. Und dann wird es mich einfach mal interessieren, ob Ente-Mayonnaise wirklich das Ganze wert wäre. Ich habe bisher aber auch noch nie Ente-Ei gegessen, um ehrlich zu sein. Habt ihr schon mal Ente-Eier gegessen? Es würde mich einfach mal interessieren, wie das schmeckt und ob sich das stark von normaler Ei unterscheidet vom Geschmack. Strauße-Ei und sowas habe ich bisher nicht probiert. Also Strauß selber habe ich schon probiert. Das ist, sagen wir mal, im Rindfleisch relativ ähnlich, was ich sehr interessant fand. Aber Ente-Mayonnaise? Nö. Und Ente-Ei? Ach, noch nie. Aber Ent selber schmeckt sehr köstlich. Ich mag Ente. Es ist äußerst lecker. So, dann fahrt damit. Ab mit uns zum Fest. Und dann schauen wir mal. Wenn wir zurück sind, ist halt auch wieder so eine Sache. Da müssen wir halt nochmal die Käse richtig reinschmeißen und alles. Okay, die Dialoge kennen wir ja noch vom letzten Jahr. Der macht auch wieder beim Eisfischen mit. Und ich finde, Eis ist auch wirklich ein richtig schönes Material, um damit auch wirklich schön zu arbeiten. Pizzafest in der Kneipe, das ist meiner. Oh, jetzt habe ich leider Kens Antwort total verballert, aber macht nix. Dem ist immer wieder viel zu kalt. Ja, der Schorsch war noch ein freundlicher Mensch, so als die Welt noch gut war. Pierre und Abby bauen einen lustigen Schneemann. Und ihr macht mal einen abgefahrenen Schneemann. Klingt lustig. Ja, ja. Die will eine Karottenas, nix ist. Und der guckt mal wieder mit seinem edelsten Rape-Face, da Emily ihm hilft. Alter, der ist so gruselig, der Typ. Also wenn er jetzt einfach nur der Stadtschmied wäre und sich normal verhalten wird, fände ich den ja ganz cool. Aber so ist der echt creepy, der Kerl. So, da. Willi, jo, ich will mein Bestes geben, das will der Heere, war ja klar. Und du hättest die Jacke anziehen sollen, ja, im T-Shirt oder im Polohemd sollte man nicht erscheinen. Und du, Schwätzer, hast nichts zu essen gebraucht, aber beim Fest des Wintersterns, beim Stardew Valley Weihnachten gibt es natürlich wieder ordentlich zu schmausen. Und du, ist mal wieder Absperrung über Absperrung. Und Linus ist, oh, der tut mir immer so leid, der arme Kerl.
Ja, der tut mir echt leid, der Kerl. Dass der noch nicht so wirklich integriert ist, tut mir wirklich leid. Zumal er eigentlich wirklich harmlos ist. Es ist ein harmloser Aussteiger eigentlich. Naja, kann man nichts machen. Ich mache beim Eisfischer natürlich mit. Der ist zu kalt. Memmer. Und du hast einen riesigen Fisch gesehen. Na, dann wollen wir doch mal gleich. So. Ich bin natürlich sofort bereit. Okeli. Dann schauen wir mal, was wir heute hier kriegen. Und was wir wahrscheinlich als Geschenk kriegen, wenn wir es dann packen. So, dala. Ach ja. Ich bin gespannt. Und... Jo, ich bin bereit, Willi. Los. Ups. Ja, der Willi wollte ich jetzt nicht angeln. Das war kein Armmacher. Schauen wir mal. Ups. Die Fische hier sind etwas zahmer als die Biester, mit denen ich mich sonst angelegt habe in letzter Zeit. Aber ich sollte es nicht unterschätzen. So, weiter. Und... Weil, wie gesagt, der Endefisch, mit dem ich mich da angelegt habe, der legendäre, das war ja schon eine ziemlich harte Nummer. Der hat mir echt ziemlich viel Wut gemacht, der Kerl. Da war ich ziemlich zornig an dem Tag. Ich mag's halt einfach nicht, wenn ich da ewig und 3 Tage dort rumkämpfe und so einen dappischen Fisch rauszuziehe und dann springt er mal in der letzten Minute ab, vor allem weil ich ihn ja einmal fast gehabt hätte, den Sausack. So, also Angle ist auch in Stardew Valley nicht wirklich so meine Lieblingsbeschäftigung. Trotz allem muss das auch sein. Aber die Musik finde ich auch schon ziemlich cool hier. Sehr gemütliche Musik. Und weiter. Ich weiß nicht, also im Real Life könnte ich das, glaube ich, nicht so wirklich, wenn die ganze Gemäh um mich rum versammelt ist und mir beim Angeln zuguckt. Vor allem, weil Angeln ja etwas ist, was halt Zeit braucht. Da sollte man sich ja nicht hetzen lassen. Es wundert mich überhaupt, dass die Fische da abbeißen. So, da, sehr schön. Also weiter. Ich denke, wir sind noch ganz gut dabei. Also auf meine Silberfische komme ich auf jeden Fall. Ja, dann habe ich noch mit dem Perfekt rausgeangelt. Mit ganz viel Glück. Ja, ich bezweifle es. Das wird nichts mehr. Es sei denn, ich darf dann zur Endfischer. Ja, hat gerade noch gepackt. Habe ich gerade noch gepackt, so rum. Alter Falter, das war eng. Aber ich glaube, bei 8 Fische bin ich jetzt. Dürfte ich eigentlich gewonnen haben. Ja, ganze Menge Fische. Da hast du mal recht. Boah, der Geruch her. Ah, da kommen wir zum Sieger vom Eisfischer. Und es ist, wer ist es dann? Sag mal, Louis, Ackermann mit so einem großen, schleimischen Fisch. Ah, der Achter hat wohl nicht mehr gezählt. Dein Preis kriegst du auch noch, 2000 Gold. Dankeschön. Und die kleinen Fische, die kommen natürlich wieder zurück in die Seereihe, wo sie gehören. Ja, abhäm. Aber kauf dann nicht 1000 Trillerpfeife auf einmal, Ackermann. Gut, dann muss ich noch meine Erträge noch wegbringen. Dumm. Jede Menge Zeug mal wieder. Ach, wie schön. So. Dann kommt das doch mal wieder da hier. Hoppala, ins Hofbuch wollte ich gar nicht gucken. Die Mayo kommt da rein und der Rest. Schauen wir mal. Steht jetzt einmal Sache, diese neue Reihe, die ich gemacht habe, die ist für genau solche Produkte geeignet. Dann halten die nicht überall der Betrieb auf, sondern die können hier reifer von Zero to Hero. Und das passt auch mal wieder. Perfekt. So. Dann, ihr liebe Leute, sehen wir uns übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Und da haben wir dann auf dem Programm nur am Seppel sein Geburtstag. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.